Früher haben die Autohersteller eigentlich nur zwei Arten von Autos gebaut. Autos für dich und mich oder Autos, die eigentlich nur für Golfer gedacht waren. Heutzutage mit Architekturen und Einheitsteilen können sie aber für alle Arten von Leuten Autos bauen. Du hast Haustiere, es gibt ein Auto für dich. Du bist in deiner Freizeit eine ganz spezielle Art von Apotheker, es gibt ein Auto für dich. Dein Lieblingsauto ist blau, auch für dich gibt es ein Auto. Aber was, wenn dein Hobby eigentlich Venn-Diagramm sind? Was machst du dann? Ich beschreibe das ein bisschen für dich. Du brauchst einen grossen Kofferraum, damit du mit dem Surftrend dieser Woche mitmachen kannst. Aber du willst keinen grossen SUV, weil du machst dir vielleicht Gedanken über das Klima oder aber den Ruf von diesen Fahrzeugen oder ihren Fahrer. Du hättest gerne einen schnellen Hatchback, aber du kannst nicht in einem Flügelmonster wie im Civic Type R vorfahren. Du willst ein zuverlässiges Auto, aber du willst nicht in einem Meer von grauen deutschen Kombis untergehen. Der Top-Hybrid zieht in dieser Generation mit dem 2 Liter Benziner aus dem Golf GTI gleich. Das heisst, 245 PS, ein bisschen mehr Drehmoment, aber auch ein bisschen mehr Gewicht. Zustande kommt das Ganze durch einen Elektromotor, der auf der Hinterachse sitzt, und vorne haben wir einen 1,4 Liter Benziner, den ihr aus meinem Touran kennt. Könnte dieser Hybrid Leon eine Alternative zum GTI sein? Was Styling angeht, ist er vielleicht nicht so hip wie der Formentor, aber ich finde, es ist ein schöner Kombi. Er ist ein bisschen tiefer als der normale Leon und hat in diesem Fall die optionalen kupferfarben 19 Zoll Felgen, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber mir auf jeden Fall. Sonst hat er die Cupra-typische Abrisskanten und die eckigen Lichtgrafiken. Zurück in den bequemen Sportsitz. Interessanterweise war die Sitzposition im Formentor ein bisschen besser. Das liegt vielleicht daran, dass das ganze Auto ein bisschen höher ist, inklusive Armaturenbrett. Also fühlst du dich mehr so, als würde ich das Auto umarmen. Stell dir vor, im Review vom Formentor hätte ich gesagt, dass mir die Sitzposition im tieferen Leon besser gefällt. Ich hätte wie ein Trottel ausgesehen. Nein, das sind keine recycelte Aufnahmen vom Formentor. Das Interieur vom Leon sieht wirklich genau gleich aus. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil das Interieur ist schön und die Systeme sind einfach zu bedienen. Und mit Ausnahme von der Sitzheizung und der Lautstärkeregelung sind es auch alles echte Knöpfe. Wie der Formentor hat auch der Leon Gestensteuerung. Das heisst, falls dein Lieblingsspiel Fruit Ninja ist, wirst du einen riesen Spass daran haben, der Luft vor dem Infotainment-Screen Handkantenschläge zu geben. Und du wirst nur 30% lächerlich dabei aussehen. Das Auto ist jetzt im Elektromodus. Das ist sehr passend, weil ich bin ein kleiner Elektroexperte geworden über die letzten paar Wochen. 60 km sollte das Fahren so möglich sein. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Es würde sicher für die meisten Pendler Aufgaben langen. Also für mich und meine Familie wird es definitiv langen. Der Elektromotor sitzt auf der hinteren Achse und ist eigentlich recht kompakt, nimmt nicht viel Platz aus dem Kofferraum weg. Und in der Stadt bist du auch recht zügig unterwegs. Aber was, wenn es dann ein bisschen schneller wird? Der Elektromotor hat das nämlich nicht so gern. Aber dann kommt ja der Benzinmotor ins Spiel. Falls ihr euch an das Review von meinem eigenen Touran erinnert, werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass ich gesagt habe, der Motor ist eigentlich super zum gemütlich umeinander fahren, so ein bisschen Stadtverkehr, ein bisschen Überland. Aber wenn du ein bisschen pushen tust, ist das Getriebe hoffnungslos überfordert. Es versucht dann den richtigen Gang zu finden, findet dann eigentlich meistens nicht den richtigen. Und der Grund dafür ist, das Drehmoment bei dem 1,4 Liter Benziner ist gross genug. Aber der Bereich ist so schmal und es langt, um dann die vorderen Räder damit überlasten. In dem ist es
etwa das Gleiche, falls die Batterien leer sind. Ohne Batterien hast du im Prinzip einfach einen gut aussehenden Touran oder einen besser aussehenden Touran. Also willst du eigentlich die Batterien voll haben, so gut wie möglich. Aber das Gute ist, mit 7 bis 8 Stunden von leer bis ganz voll kannst du eigentlich auch von einem ganz normalen, also kannst du auch daheim von der Steckdose laden. Aber wenn die Batterien geladen sind, dann geht es auf einer Geraden ordentlich Fürschi. Nur auf der Geraden. Die Sache ist eben so, ist das wirklich ein Performance-Auto? Du könntest sagen, ja, weil es ein Cupra ist. Aber andererseits, wenn du zum Beispiel den Pneu anschaust, haben sie nicht unglaublich viel Grip. Gut, du denkst jetzt, du hast nicht viel Grip vorne. Aber du hast doch einen elektrischen Motor hinten. Also kannst du dem Untersteuern doch mit ein bisschen Gas entgegenwirken. Das kannst du machen. Nur ist die Reaktion der Hinterachse nicht immer vorhersehbar. Was passiert ist, du hast also den elektrischen Motor hinten, der versucht, das Heck zu steuern ohne Sperrdiff. Du hast den Benziner vorne, der verzweifelt an den Vorderrädern zieht. Und wenn du dann noch den Knopf da in der Mitte drückst, der entweder die Traktionskontrolle ein bisschen zurücknimmt oder ganz abstellt, dann bist du plötzlich in einer Sitcom mit einer 3-köpfigen Familie. Du und die beiden Achsen, die wild gestikulierend und schreiend streiten. Und das alles ist dann noch untermalt von einem synthetisierten V8-Sound. Sehr aufregend. Aber wenn dann mal alle 4 Räder Grip haben, dann geht es schnell für sie. Einfach nicht vergessen, die Batterien zu laden. Ich habe Hybridautos schon immer mögen. Ganz speziell der LaFerrari, 318 Spider und die Valkyrie. Aber wenn es einen brauchbaren Elektromodus hat, ist auch schön. Würden wir den Leon als Familienauto brauchen, würde die meiste Zeit eigentlich im Elektromodus laufen und nur für die wenigen Langstreckenreisen würden wir den Benziner brauchen. Kommen wir zur ursprünglichen Frage zurück. Der Hybrid oder der 2 Liter Benziner aus dem GTI? Gut, ich würde sagen der 2 Liter Benziner aus dem Golf R, aber das zeigt wahrscheinlich, in welche Richtung ich tendiere. Trotzdem, ich habe mir mehr als einmal überlegt, ob der Hybrid vielleicht ein guter Ersatz für unseren Touran wäre. Habe ich das jetzt laut gesagt?